Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das zum allerersten Relegationsspiel unserer Vereinsgeschichte. Und der FC trifft auf die Truppe von Holstein Kiel. Aber wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Ganz ehrlich, was war das für ein Krimi gegen Schalke 04? Lange sah es ja wirklich so aus, als würden wir uns an den Schalkern die Zähne ausbeißen. Und dann hat man natürlich auch Schiss, dass man sich hinten doch noch irgendwie einen fangen könnte. Also es war wirklich eine reine Nervenschlacht. Ja, und dann kam die große Erlösung, das Tor von Anderson. Ich meine, genial, wie der da hinläuft. Ich habe das erst überhaupt nicht begriffen. Der Ball wurde länger und länger. Zack, und da war er drin. Ne? Und wir sind natürlich aus uns gegangen. Ja? Nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, man eskaliert mittlerweile ja mit angezogener Handbremse, weil man einfach immer Angst hat, dass einem die Geigen aus dem Keller irgendwie noch die Suppe versalzen. Ne? Ja, und genau so war es dann ja auch. Ne? Also wie bitter war das denn, als das Tor nicht gegeben wurde? Die Jungs haben trotzdem weiter gefeitet und weiter auch an sich geglaubt. Und es kam eine Chance nach der anderen. Also wir hatten das reinste Kammerflimmern, wirklich bis zu dem Moment, als Jan Thielmann dann diese wunderschöne, butterweiche Flanke auf Borneau schlägt. Und der Junge macht sein erstes Saisontor. Und das wirklich 4 Minuten vor Ende der gesamten Saison. Unglaublich. Unfassbar. Ne? Der hat sich wirklich in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Ne? Ja. Und ich bin ja normalerweise nicht so ein Riesenfan von dieser Logo-Bützerei. Ja? Aber in diesem Fall hat das so echt gewirkt. Das war so spontan, das kam so vom Herzen. Mich hat das total berührt. Mich hat das völlig angefasst. Leute, ich hoffe wirklich, dass wir den Borneau behalten können, dass wir den bei uns behalten. Ja, und um das zu schaffen, müssen wir selbstverständlich in der ersten Liga bleiben. Und damit sind wir bei unserem Gegner, Holstein Kiel. Und passend zu diesem Verein stehen wir hier am wunderschönen Rheinauhafen in Köln mit all diesen tollen Bötchen, die man hier sieht. Und Holstein Kiel ist ja eigentlich auch ein ziemlich cooler Kutter. Allerdings die Besatzung, die humpelt. Ne, also wenn die jemals in ihrer Geschichte den Namen Holzbein Kiel verdient haben, dann ist es wirklich im Moment. Ne? Denn die arme Truppe, die kommt ja nicht aus einer englischen Woche, sondern die kommen quasi aus dem englischen Monat. Ne? Also alle 3 Tage gespielt und der Borkenkäfer, der steckt tief drin im Holzbein. Und es müsste doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht schaffen. Ja, wobei eines gilt natürlich, ja, wir dürfen die auf gar keinen Fall unterschätzen. Und wenn die auch so lebendig aussehen und vielleicht sogar riechen wie Kieler Sprotten, ja, Achtung, die können was, ja. Und deswegen muss es heißen, wir müssen die kaputt laufen, wir müssen die ständig unter Stress setzen, wir müssen die ganze Zeit beschäftigen, bis das Holzbein knickt. Ja. Und dafür haben wir genau den richtigen Spezialisten ja. jetzt ja auch wieder an Bord. Das ist nämlich der Elias Skiri. Und der wird die im Zweifelsfall alleine kaputt laufen. Ne? Und dann werden die Kieler die bitterste Kieler Woche erlebt haben am Ende, die ganz Kiel jemals gesehen hat. Und wo wir schon beim Segeln sind, wir haben uns bei der Wahl des Mottos vom Wind der Nostalgie treiben lassen und ein altes Ding wieder rausgekramt, das jetzt eigentlich viel besser passt als damals, nämlich wie die Faust aufs Auge. Achtung, Kölle entert. Kiel kentert. Oh, hier, ich habe aber ein Segel hier, das bläst. Boah, das ist ein Ostseewetter hier, du. Meine Fresse. Das passt, ne? Sehr schön. 2 Kölsch. Auf den ersten Relegationssieg. Prösterchen, Leute. Und hoffentlich nicht den letzten. Mit Sicherheit nicht. Apropos das Letzte. Das Letzte war das hier noch nicht. Nee, auf keinen Fall. Also es wird auch weiterhin eine Saisonabschluss-PK geben.
Und die machen wir, sobald feststeht, ob wir die Liga gehalten haben oder nicht. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir sie halten. Und in dieser letzten PK reden wir über alles, was uns Spaß gemacht hat, was uns geärgert hat. Wir lassen alles nochmal Revue passieren. Ja, und das Ganze natürlich erstklassig. Erstklassig. Prost, Leute.